Welcome in London. Es passiert endlich. Ich bin in London mit Paul Omuc. We're gonna get a rattle tonight. Wir gehen zum ersten Mal in unserem Leben an die Darts-WM im Ali Pelli. Man muss aber im Outfit hingehen, wir haben noch nichts dabei. Das heißt, wir nehmen euch heute den Tag mit. We're gonna get absolutely rattled. Und es wird ein Fest. Es könnte sein, dass wir heute einen neuen Darter sehen. Wenn das passiert, was machen wir dann? Lasst den Like da und abonniert den Kanal, wenn euch Darts auch so fasziniert wie mich, weil die Präzision ist dann doch auch wirklich was nicht jeder kann. Was? Du bist so ein Idiot, wirklich. Wir haben das erste Pub gefunden. Hier gibt's ein Pub-Quiz um 4 Uhr morgens. Is the pub-quiz nice? Yeah, it's very good. The guy who runs it is really lovely. Yeah? Very energetic. Can we still come after the darts? Yeah, the darts is just on the TV. And then we come, and then we do pub quiz. But it's Tuesday. Oh no, Yes, no. Wir haben uns jetzt einen Laden zum Frühstücken ausgesucht. So sieht das aus. Und es gibt ein English Breakfast. Bin sehr gespannt. Sieht ein bisschen scuffed aus, aber irgendwie ist auch so ein bisschen neblig hier drin, oder? Das ist vom Herz, glaube ich. Hier ist es, der English Breakfast. Beans, Hash Browns. Ich habe noch nie sowas gegessen, so OG-mäßig. Sieht insane aus. Jetzt wird gegessen. Es war richtig, richtig geil. Also die machen überall Fett dran, aber ich will es jeden Tag essen. Nochmal ganz kurz für meine Geogesser-Freunde. Plates hinten sind gelb. Wir sind drin im Linksverkehr. Achtung! Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, wieso das Ding sich so schwer fährt. Ich bin die ganze Zeit mit dem Platten gefahren. Und Pauls Licht ist draußen. Welcome to London. Also, der Laden hat nichts für Darts, aber wir haben zum Beispiel das hier. Also hier ist wirklich nur Müll. Aber wir sind uns noch nicht sicher, ob wir gleich... Alle als Dings gehen, das wäre so legendär. Ja, ich check schon. Aber ich muss diese perfekte Mitte zwischen geil aussehen und auch ein bisschen bequem bekommen. Checkst du? Das ist schon bequem. Also 4 Bier ist das schon bequem. Also weil heute Littler spielt, genug, hat sich Carlos gedacht, er geht als Kim Jong-un. Es ist nicht King als Diktatorkostüm, ne? Achso, es ist nur ein Diktatorkostüm, ja, alles gut. Aber da haben wir aber eine Atombombe. Brutales Ding. Es wurde eine halbe Stunde gesucht, es wurde viel versprochen und wir sind mit den most basic Outfits gegangen, die es hier drin hat. Ich gehe mit dieser Frisur, dann habe ich endlich wieder Haare und beide mit diesem Outfit und Paul hat diese Frisur. Ja, wie gefällt's euch? Schreibt's mal in die Kommentare. Leute, es passiert. Wir sind in einem Pub. Wir jetzt hier so ein Chi gesplittet. Wir müssen bis hier trinken und das Chi splitten. Mein Gott, das ist richtig schlecht. Muss einer zahlen. Man muss immer ein bisschen mehr trinken, als man denkt. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Okay. Von mir. Auf einen guten Tag, ich splitte jetzt das Chi. Könnte gut sein. Warte, der Schaum. Oh mein Gott. Ey, aber das ist insane, oder? Ich hab's perfekt gesplittet. Okay. 3, 2. Nein, Bro. Oh, warte, Schaum. Nee, obwohl das hier. Ja, der Schaum lässt dann immer noch ein bisschen nach. Aber das ist ja insane, Ja, komm, du musst diese Linie beim G treffen, nicht diese gerade. insane. Das Spli wurde gechittet. Was? Das Chi wurde gesplittet. Das ist so krank hier. Du hast einfach überall Bildschirme, Billard, Guinness, Darts. Und du hast es an jeder Ecke in London. Das ist unglaublich. Es wird ein guter Abend. Mich hat soeben die Nachricht erreicht, dass du anscheinend der Einzige hier drin bist, der sein Guinness nicht aufgetrunken hat. Ich habe meins aufgetrunken. Oh mein Gott. Hast du einmal einen letzten Schluck genommen? Ich habe einmal einen letzten Schluck genommen. Nein, du hast das. Ich geh nochmal rein, Jungs. Trink nochmal ein Guinness. Hiermit präsentieren wir die Outfits für den großen Dartsabend in London. Guckt euch das mal an. Holy shit. Boah, eigentlich hart. Ja, das sind unsere Outfits. Auf zum Ali Pelli. Wir sind da. Hier ist der Alexandra Palace in London. Holy shit. Das ist krass. Guckt euch diesen Mann mal an. Alle, die Darts gucken, verstehen, wie krass dieses Haus ist. Alexandra Palace, Ali Pelli. Es ist unglaublich krass, hier zu sein. Man kennt das vom Fernsehen. Und jetzt steht man da. World Darts Championship. Ich freue mich unglaublich. Also, Real Talk, einfach nur geil, hier zu sein. Okay, lass jetzt saufen. Aussicht auf London ist auch nicht ganz schlecht. Das ist einfach London. Ey, alle singen hier schon. Das ist nur die Warteschlange zur Garderobe. Wir sind in der Halle drin. So sieht das Ganze aus. Erstens eine unfassbar geile Halle. Dort kann man 5.000 € gewinnen, wenn man Bullseye trifft. Paul will jetzt hier den Rekord brechen. Und es ist alles voll mit Ständen. Alles nur Sportwetten. Alles geht nur um Geld. Und irgendwo dort hinten geht es in den Saal rein, wo wir später reingehen. Wer wird Weltmeister? Luke Littler. Luke Littler, auf jeden Fall. Okay. Was sagst du? Van Veen. Okay. Ich sag jedes Mal jemand anderes, wer Weltmeister wird. Immer das andere, was die anderen sagen. Ich werfe jetzt 6 Darts und gewinne den Hauptpreis.
sich schon gelohnt. Ich habe Flights gewonnen von Michael van Gerwen. Falls ihr euch fragt, was die Leute hier so trinken, die Antwort ist Bier. Wir sind ja jetzt Vlogger und als Vlogger vloggt man auch sein Essen. Hier kriegt man einen Hotdog für 14 Pfund. Ist aber, glaube ich, ganz geil. Wenn wir bei dieser Scheibe mehr als 60 Punkte werfen, bekommen wir ein freies Getränk, a.k.a. ein Bier. Und das probiere ich jetzt. Taktik ist, ins Bullseye zu treffen, weil das bewegt sich nicht. Mal gucken. Gewonnen. Wir haben es in Sally Pelli geschafft. Wir haben insane Plätze. Das ist unser Platz, dort oben ist die Bühne und hier ist der Walk-On. Das heißt, wir werden alle Walk-Ons sehen, wir werden die Bühne sehen. Das sind unsere Nachbarn. Diese Hütte wird heute brennen. Why are you here? I'm here because my daughter is dancing on the stage. There she is. It's Lily. She'll be down over there. Yeah. Nice. Okay. Seine Tochter tanzt einfach bei der PDC auf der Bühne. What the fuck? If you be my girl. Und Paula füllt Krug mit Bier. Yeah. 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 Hey, I wanna know. Cheers. Stefan Gehrig ist einfach hier. Wie bist du hingekommen? Ich weiß es nicht. Unser Flug hatte 2,5 Stunden Verspätung, aber jetzt bin ich hier. Ja! Max Hopp einfach. Da ist Luis Capaldi. Es geht los, Paul. Es geht los. Ja! Das ist eine Legende. Er sagt immer alles an wie beim Boxen. Guck ihn an. Ja. Guck ihn an. Das ist so krank. Es geht los. Erstes Spiel. Ryan Searle gegen Luke Littler. Was für eine Aura! Holy shit! Was? Jetzt kommt Luke Littler. Sagt 7. Erstes Slag vorbei, Ryan Searle hat gewonnen. Fast ein 9-Data, also nicht fast, es waren nur 5 perfekte. Es muss heute der 9-Data fallen. Es macht unfassbar Bock hier zu gucken. Es ist ganz anders als zu Hause. Man lässt sich die ganze Zeit von irgendwas ablenken und Stefan genießt es einfach nur. They're both on 9s. It got to be magic. Wir sind kurz rausgegangen, drin ist es unfassbar laut. Luke Littler bis jetzt noch nicht so gut. Ryan Searle, okay, Paul, was sagst du? Herr Littler gewinnt trotzdem haushoch, weil er einfach der Beste ist. Okay, Littler gewinnt, aber sehr, sehr witzig. Stimmung ist unfassbar gut. Der 9-Data kommt noch. Wir waren im Fernsehen, bei der Zone waren wir drin. Weiß nicht, ob ihr es einblenden könnt, vielleicht kommt es jetzt hier, vielleicht kommt es auch nicht, dann kommt es einfach nicht. Wir machen jetzt noch schnell die Bullseye-Challenge. Wenn ich 3-mal Bull treffe, 5000 Pfund. Not schrecklich. Oh, yeah. Yeah. You look a little bit like me. Paul hat zum 2. Mal einen Drink heute geholt und ich nicht. 9-Data für Luke Littler vielleicht. Nein. Er war so nah dran, Naja, Luke Littler gewonnen. 6-1. Krass. Leider kein 9-Data, aber wir waren nah dran. Einfach Gary Anderson, die Legende. What the fuck? The Flying Scotsman, Gary Anderson!
Ist das alles dumm? Ist das alles dumm? Das ist so dumm. Er hat Darude Sandstorm als Einlaufsong. Schere. Gary Anderson hat den ersten Satz gewonnen. Ich glaube, das könnte ein gutes Spiel werden. Das hier ist einfach der Walkout, wo die Leute rauslaufen. Guck mal, wie viele Becher der mitnimmt gleichzeitig. Auf jeden Fall Finn steht auf einem neuen Data. 3 Pfeile Finn. Schon wieder nicht. Alle pfeifen. Schade, naja. Gary Anderson liegt hinten, hat aber die Chance aufzuholen. Und wenn er das macht, drehen die Leute hier durch. Aber es ist von Finn, der Holländer spielt sehr, sehr gut, muss man sagen. Aber ich hoffe, kann passieren. Es kann passieren, dass ihn aufholt. Und die Crowd ist auf jeden Fall am Start gerade. Hallo, hört ihr mich überhaupt? Hallo? Schwer, schwer, schwer. Come on. Leute, es passiert. Angels in England. Where we bring Ach du heilige Scheiße. Oh, ich weiß den Text nicht. Van Veen muss noch ein Leck gewinnen und er ist im Finale. Gary Anderson könnte es vielleicht noch irgendwie holen, aber es wird sehr, sehr knapp. Es ist sehr, sehr knapp. Aber es ist geil, es ist ein geiles Spiel. Die Stimmung ist geil. Wie ihr hört, die Leute sind am Start und Stevie ist fokussiert. Die ersten 3 Matchstarts. Er gewinnt und steht im Finale. Gary Anderson ist raus. Wollte, dass das Spiel noch ein bisschen weitergeht. Aber GG. Es war sehr, sehr geil. Was sagen die Experten dazu? Das zweite Spiel war gut, aber ich finde auch, wenn man diese langen Spiele, nicht so geil wie die ersten Runden, die kurzen. Weil man kann nicht so gut folgen. Das ist so, checkst du, was ich meine? Das ist man ist so da abgelenkt von den ganzen... Ich glaube, das lag auch in unserer sogenannten 3-Bier-Taktik, weil dann bist du so minimal angeschwipst, aber du bist nicht so, dass du jetzt die Stimmung so geisteskrank mitgrölst, sondern du willst schon das Spiel gucken. Aber so du 270 hintereinander so, wow. Ja. Und im Fernsehen okay. so, wow. Ja, das stimmt und da schon. so, oh. Und bei den großen Spielen musst du immer darauf hoffen, dass es insane geil wird. Das ist spannend wieder. Ja, genau. Der Gamble ist halt ein bisschen größer. Was mich halt genervt hat, ist, dass halt du halt so... Ein Satz juckt eigentlich überhaupt nicht. Ja, diese längeren Du hast beim Ja, und Anfang hinten raus steht dann plötzlich 5-2 und dann denkt man sich so, ja, okay, jetzt ist gleich bald vorbei. Die erste Runde hast du so, erster Satz, richtig entscheidend, 3 Legs, du fieberst richtig mit, oh mein Gott, steht 2-0 gegen Bunting, der holt noch auf, zack, 3-2. Du musst eigentlich kannst du nach dem 6. Satz einschalten, bei 3-3, dann ist spannend. Ja, okay, aber dann wird's okay. wichtig. Kannst du direkt in Google einfach die Resultate googeln. Nein. Aber Ich fände es richtig geil, wenn die Darts-WM irgendwann nach Saudi-Arabien verlegt wird. Ich fand die Behind the Scenes tatsächlich ganz geil zu sehen. Also die Momente, wo die Spieler reinlaufen, gerade bei Littler und so oder Van Veen und alle haben so mitgeschrien. Und das ist gar nicht auf Kamera, das ist nur vor Ort, das fand ich sehr, sehr geil. Und man muss sagen, die Engländer, das ist echt ein hartes Volk. Neben mir saßen so 50-Jährige, haben alles wegbeleidigt. Da kam der Security-Dude und meinte, wenn du noch einmal was sagst, fliegst du jetzt hier sofort raus. Und der hat jetzt nicht so viel Schlechtes gemacht. Da würdest du in Deutschland, glaube ich, nicht rausfliegen. Aber Security hier, insane streng. Und ich würde sagen, die haben in dieser Halle fürs Publikum nur in der Halle 200 Securities. Überall zwischen den Becken, überall sind die Securities. Ich glaube, die haben so in den letzten Jahren ihre Erfahrungen gemacht, wieso die Securities da sind. Wie fandest du den Gestank am Anfang? Ist geisteskrank, ne? Ich fand es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber ich war auch schon 15 Mal auf dem Oktoberfest. Ja, ich auch, aber ich finde, da ist nochmal dieses Süßling. Findest du es nicht krass? Gar nicht. Carlos bleibt das nächste Mal zu Hause. Wir sind zurück im Hotel. Das war die Erfahrung vom Ali Pelli in London. Es war sehr, sehr geil. Im Fernsehen ist es, obviously sieht man es besser, weil so klein ist es echt. Und man muss sich, wenn man dort ist, echt konzentrieren, weil man wird so schnell abgelenkt. Der redet, dann guckst du dort, bla bla bla. Aber trotzdem sehr, sehr geile Erfahrung gewesen. Spiel 1, Luke Littler. Ja, war okay. Zweites Spiel war wirklich sehr, sehr geil. Sehr spannend. Publikum war am Start. Paul, was sagst du? Hört ihr in meinem Vlog. Vielen Dank an The Zone fürs Einladen. Wirklich, Liebe geht raus. War schon immer ein Traum von uns. Wir gehen jetzt pennen. Morgen ist das
Finale, beziehungsweise heute Abend. Guckt vorbei bei The Zone, wenn ihr wollt. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. La 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 la. Tschüss.